Herr Präsident, der Mensch am Mittelpunkt ist auch zentral für den Approach zur Ökonomie, die Wirtschaftspolitik, wird dann den dritten Teil, die dritte Seite vom Nachhaltigkeitsträgers. Und da müssen doch alle geschlossen, dass wir die Wirtschaft auch für die anderen zwei Säulen brauchen. Weil wenn die Wirtschaft besser geht, haben wir keine Suche mehr für den Klimaschutz, aber noch keine Suche mehr für die Leute, für die soziale Wolle. Und noch als Betrieber haben wir im Moment nicht einfach die Kosten explodieren, Energie, Material, Erbicht. Auf viele Betriebe, vor allem auch die Industrie, als energieintensiv. Dafür hatten wir 2019 eine Motion aufstimmen gelassen. Sie war refusiert gehen. Wir hatten noch 2020 eine Motion aufstimmen gelassen. Auch die war refusiert gehen. Für den Pakt Klima mit den Betrieben zu machen, für sie zu unterstützen. Das Ganze das letztes Jahr vom Premier annonciert. Ich weiß nicht, ob man da ist. Wir konnten an der Kommission gesagt, es wäre viel Detail gemäht gehen. Das heißt aber nicht, dass das fertig ist. Ich frage also ganz klar, was leid um dich? Und ich so auch ganz klar. Hat die Regierung Zeit verschlafen für die Betriebe mit Zeit in Richtung von mehr klimafreundlicher Produktion hinzuguidieren. Und ich will hier auch noch einmal betonen, dass die Scheinheiligkeit für den Eis nach dem Klima hilft. Es kann nicht sein, Einzelbranchen Futti zu machen und dann eben auf der anderen Seite die Sachen, die dann nicht mehr produziert gehen, einfach von Plätzen zu importieren, wo der Klimaschutz keine Bedeutung hat. Das gibt zwar unserer Klimabilanz nicht angerechnet, vielleicht muss man auch da überlegen, ob in die Berechnung, die könnte ja nicht vom Himmel gefallen. Die ich denke, müsst ändern. Aber das ist aber sonst nicht anders, das viel Scheinheiligkeit. Also hier ist Außenpolitik und als Europapolitik gefördert. Wir begrüßen für die Betriebe auch denen, oder meine Hei zur Reserve kein Katz am Sack, die nur an der Tripartite für die Betriebe geholfen sind. Muss natürlich noch ein paar die frohen. Für allem, was sieht die EU dazu? Was sieht die EU auch zu der Mesure, wenn wir einen dritten Indextranche nächstes Jahr kriegen, aber wenn die komplett bei den Betrieben ausgeglichen gehen. Respektiv, wenn die EU damit ein Problem hat, was wäre dann die Lösung von der Regierung? Wir stehen noch zum Nachhaltigkeitscheck für die Betriebe, die sich hier wollen ummelden oder umsiedeln. Über einen Nachhaltigkeitscheck, über kein administratives Monster. Die wird letztes Jahr annonciert gehen, das Jahr den Herr Premier sich von einem Nachhaltigkeitscheck von den Gesetzen gesperrt, aber nicht mehr über den Haien. Ich wollte also gerne wissen, wo ist den Haien drin. Ein gutes Beispiel für ihr kann am Interesse von der Gleichgewicht und der Nachhaltigkeit schaffen, als die sogenannten Loi Rau Reloaded, die erst deposiert geht vom Gilles Roder, vom Laurent Moser, Heimater sollen Spörer Urheizergebäude kreen, für einen nachhaltigen und digitalen Betrieb zu investieren. Auch hier hoffen wir dann, dass die Majorität das unterstützt. Da muss man auch das Statut vom Independent aufpassen. Man solle sie unterstützen und nicht diffamieren. Auch hier hat Marc Spauz und Laurent Moser 2 Gesetzespropositionen deposiert für die Unterschiede zwischen dem Independent auf der einen Seite und dem Salarié auf der anderen Seite am Bereich von der Sécurité sociale und vom Arbeitsrecht wie klein zu machen. Auch hier hoffen wir, dass die sehr an die Kommission könnt und auch die Unterstützung von der Majorität brauchen. Und da komme ich bei der gesamten administrativen Aufwand. Die gesamtadministrativen Prozeduren, sie müssen vereinfacht gehen. Und du hast noch ein Aussage von dem privaten Baupromoteur, die mir ganz sympathisch geschenkt. Die Taxobürokratie. Können Sie sich wirklich mal überlegen. Also mehr so, wir geben Digitalisierung fördern. Aber heierst du für frohe Nischmisch? Heierst du frohe Nischmisch? Also ich kenne den Herrn nicht. Ich bin von einer Idee geschwärzt. Okay? Ich bin von einer Idee geschwärzt. Ich habe gesagt, ich habe im Radio etwas gelesen. Und ich kann sicher nach einer Idee überhöhlen, wo der vielleicht ein bisschen nervös geht, weil die Digitalisierung nicht so viel geht. Ich habe nämlich heierst du das Gefühl, wie wenn Dossier nach immer in Papierform sich verstapeln, ehren sie nur aufschaffen. Es geht auch im digitalen Zeitalter anders. Es dauert auf jeden Fall alles viel zu viel lang. Da brauchen Betriebe Platz, wie sich näher zu lassen. Wo stehen wir am Dossier Google?
Den Dossier sind Trauerspiel von Intransparenz. Was geschieht am Terrain Google, wenn Google nicht könnt? Es so nicht just viel Betrieber wäre froh, was sie do eng Antwort kriegen. Wenige do eng Decision geholt. Da können wir es halt zu Lützenburg glücklich fühlen, dass wir eine Bankplatz der Finanzindustrie haben. Bei du gesehen Zeiten ist schon gesagt, nicht mehr so rosig aus. Kompetitivität hat am Vergleich zu anderen Ländern, zu den Hauptkonkurrenzländern aufgeholt. Und dafür begrüßen wir auch die Mesuren für ihren Talente umzuzeigen und plötzlich die begrüßen wir auch. Und genau dafür ist es auch für uns extrem wichtig, den AAA zu behalten, weil die Finanzplatz so eine große Bedeutung hat. 80% vom ERC, vom Staatsbudget kommen von der Finanzplatz. De Laurent Moser hat eine Interpellation zur Situation von der Ökonomie zu Lützenburg angefragt. Dafür greifen ich dem nicht mehr viel. Hin und da nach Zeit für das ausfeierlich zu machen, aber wir hoffen, dass ihr dann an den nächsten Wochen könnt.